Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Magic. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lasst ihn vom Fußball weg. Bitte schön, lasst ihn vom Fußball weg. Bitte schön. Bitte schön. Servus Thales, heute Privatstream für dich, oder was? Läuft, oder? Ist doch super. Hast du heute eine Privatsession? Naja, eine Therapie brauchen wir ja heute nicht, oder? War doch ein gutes Spiel. Anfang ein bisschen schwer getan, noch gegen Frankfurt, aber dann war doch alles gut, oder? Also zweite Halbzeit gibt's ja eigentlich nicht mehr viel zu meckern. Also, eigentlich nichts. Ja. War auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt ein richtiger Formanstieg, dass man jetzt gleich wieder, keine Ahnung, so rasiert wie vielleicht noch in der Hinrunde, war klar, dass das nicht passiert. Wie auch, wo soll es herkommen, war. Aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein Stepper in die richtige Richtung, denke ich. Ja, darauf kann man aufbauen. Gegen Stuttgart dann und ja, dann werden wir sehen, was das wert ist, wenn wir gegen Leverkusen spielen. Ne? Von daher, alles gut. Wie es im Titel steht, plus Gefühlsaufbruch von Leroy. Ja, Leroy hat ein ganz gutes Spiel gemacht halt. Hat halt aber einfach, ich weiß nicht, das Tore schießen verlernt oder was? I don't know. Ja, so hat er ein gutes Spiel gemacht, war bemüht. Auch nicht eigensinnig oder so. Hat mit nach hinten geackert, war alles fein. Was jetzt nicht heißen soll, bitte verlängert den Vertrag mit Leroy, weil, wie gesagt, seine 5, 6 guten Spiele, die er im Jahr hat. Aber mit den Chancen, die er dann hatte, musst du halt einfach auch ein Tor machen. Ne? Also, das war ja schon fahrlässig. Zumindest die letzte Chance, Alter. Also frei vom Torwart, da musst du den Ball wenigstens aufs Tor bringen. Ne? Und nicht irgendwie einen halben Meter daneben schießen. Also, Ben, Servus und Glück auf. Das war schon wild. Aber ansonsten hat mir die Leistung gut gefallen, habe ich ja auch gesagt gehabt in der Analyse. War eins der besseren Spiele von Leroy auf jeden Fall. Aber generell von der ganzen Mannschaft, ne? Muss man auch sagen. Waren jetzt wenige, die irgendwie groß abgefallen sind. Ja. Was mich halt ein bisschen verwundert hat, so wie es im Titel steht, dass es anscheinend dem Pavlo gut getan hat, dass Josh nicht mehr auf dem Feld war. Ja, erstmal gute Besserung an Josh. Soll auch gar nicht irgendwie jetzt negativ ausgelegt werden für Josh oder was.
Aber das war schon erstaunlich. Ne? Da sollte Kompany sich zumindest hinterfragen, wa? Also Josh muss sich da nicht hinterfragen, der kriegt die Anweisung vom Trainer. Aber ich denke, man hat mal gesehen, wenn es heißt, Pavlo ist der klare Achter und hat einen Sechser hinter sich, ja, dass das wieder der Pavlo war, den wir sonst gerne gesehen haben, wa? Und nicht dieser Querpass-Toni, wo wenn Kimmich mit auf dem Feld steht. Also keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das Anweisungen sind dann vom Trainer, anders kann ich mir das leider nicht erklären. Weil das waren ja echt zwei Gesichter von Pavlo. Ja, muss man ganz klar sagen. Erste Halbzeit Querpass-Toni, wo Kimmich noch auf dem Feld war, und zweite Halbzeit war er der Spielgestalter. Also. Aber die Diskussion ist ja auch nicht neu, ja? Dass Kimmich alles überstrahlt in der Zentrale. Also. Ja, muss der Trainer halt einbremsen, meiner Meinung nach. Wa? Ansonsten ist ein Pavlo da halt auch verschenkt auf der Posi. Wenn er da nur quer und nach hinten spielen darf, keine Ahnung, dann kannst du auch einen Spieler aus der zweiten Liga verpflichten und dahin stellen. Ja, weil das kann jeder Spieler. Ja. Das war, was mich ein bisschen überrascht hat, ja. Das war das einzig Kontroverse. Ansonsten ist alles gut. Ja. Ich versuche mal erneut einen Take zum x-ten Mal, nicht böse gemeint, damals hat es noch 500 Abos. Ich finde, dass das Trainerteam bei dir zu gut wegkommt, verstehe nicht, dass jedes Mal ein Leimer RV spielt, obwohl vorhanden. Außerdem nach Leistung aufstellen eine Phase. Ja, das mit Conny Leimer sehe ich genauso. Ja, ist für mich auch ein Unding. Ja, ansonsten wüsste ich nicht, wo das Trainerteam jetzt so gut wegkommt. Müsste es schon konkreter werden. Also da gehe ich ja mit. Also Conny Leimer ist kein Rechtsverteidiger und gehört auch nicht hingestellt. Aber wenn du 14-0 gegen Frankfurt gewinnst, was soll man dann machen? Soll ich dann sagen, keine Ahnung, entlass Kompany oder was? I don't know. Weiß ich nicht, was du erwartest, Ben. Da hätten wir jetzt nur 4-3 gewonnen oder was weiß ich, hätte Conny Leimer 3 Gegenttore verschuldet oder was weiß ich was. So, dann kann man das Fass ja aufmachen, aber so haben wir halt einfach keine Argumente auf unserer Seite. Ich sehe das 1:1 wie du. Ja, ich würde einen Conny Leimer lieber in der Mitte sehen, wie als auf der rechten Verteidigerposition. Für mich ein Unding. Gut, aber wenn das Ergebnis stimmt und das Spiel war gut, auch Conny Leimer war akzeptabel diesmal, ja. War natürlich auch sehr wenig zu sehen dann später. Er hat sich ein bisschen mehr zurückgehalten. Ist für mich trotzdem kein rechter Verteidiger, da kann er meinetwegen auch 2 gute Spiele da machen, da gehe ich ja mit. So, aber was willst du jetzt kritisieren bei 14-0 gegen Frankfurt, Alter? Ich meine, das war Frankfurt, das ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Ja, darf man jetzt auch nicht vergessen. Von daher schwierig immer, ne? Ich sehe das wie du. Ich kritisiere das ja auch jedes Mal, wenn Conny Leimer da spielt und wieder Scheiße spielt. Gar keine Frage. Aber jetzt gegen Frankfurt hast du halt keine Argumente. Und ich auch nicht. So, was soll ich für Argumente haben? Und wenn wir ehrlich sind, weil du gerade das Thema Leistung mit reingebracht hast, Stanisic hätte da auch nicht hinstellen dürfen. So, das war eine Katastrophe in dem letzten Spiel defensiv. Er hätte nicht einen Zweikampf gewonnen gefühlt. Ja. Also wäre noch Boyer gewesen, ja. Da gehe ich mit. So. Ansonsten, wenn es darum geht, nach Leistung aufzustellen, wüsste ich jetzt nicht. Wenn wir jetzt über Frankfurt reden, wer da jetzt irgendwie gespielt hat, obwohl er keine Leistung gebracht hat. Also Ito hat ein gutes Spiel gemacht, die Innenverteidiger haben beide ein gutes Spiel gemacht. Kimmich hat bis zum Zeitpunkt ein gutes Spiel gemacht. Pavlo hat dann, haben wir gerade schon gesagt, danach ein sehr gutes Spiel gemacht. Libor hat ein gutes Spiel gemacht. Olissa hat gut gespielt und Müller hat auch ein ordentliches Spiel gemacht. Und ja, wen hättest du sonst auch gehabt für Müller da vorne? Also beim Frankfurt-Spiel haben wir da nicht wirklich Argumente, wa? Ansonsten gehe ich ja mit, dass ab und wann die Aufstellung wild ist. Und das sage ich ja dann auch. Kannst du ja gerne mal, ich kann ja auch mal eben, warte. Ich ja nicht so auf mir sitzen lassen hier. Das ist ja eine Frechheit. Pass auf. Dokumente. So. Vincent Kompany. Seit der Rückrunde Benotung meinerseits. Gladbach 3, Hoffenheim 1,5, Wolfsburg 3, Feyenoord 4, Freiburg 3,5, Bratislava 4, Kiel 3, Bremen 2,5, Celtic Hinspiel 3.
Gegen Leverkusen 4, gegen Celtic Rückspiel 4, jetzt gegen Frankfurt 3. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass ich alles rosa-rot rede, oder? Denke, ich bin da schon einigermaßen realistisch, zumindest aus meiner Warte. Wenn du das alles noch ein bisschen kritischer siehst, ist das ja auch völlig fein. Ja. Für mich ist das fein. Wie gesagt, dann müsstest du mal ausführen, auf was genau. Ja, jetzt, also ich gehe ja mit, wa? Ich gehe ja mit. Das mit Kimmich gehe ich auch mit, ja. Das jetzt aber nur in Company anzuheften, finde ich ein bisschen zu billig. Halt auch mit dem Harry Kane im Spiel davor. Ja, am Ende des Tages ist er der entscheidende Faktor. Das stimmt schon. Aber wenn sich so ein Kimmich da hinstellt und so ein Harry Kane da hinstellen und sagen, ja, wir spielen, wir sind fit, wir spielen, weil wir immer spielen. Ja. So. Ja. Das Thema hatten wir letztes Jahr, ein halbes Jahr lang mit Tuchel und Leroy Sané, wenn ihr euch erinnert. Also da muss dann mal ganz klar die Anweisung auch von einer Etage höher oder die Unterstützung kommen, meiner Meinung nach, dass man sagt, wir stellen nur Spieler auf, die 100% fit sind. Ja, aber das sind zwei Sachen, die kannst du in Company ankreiden, gehe ich mit, ja, weil er ist am Ende des Tages der die Entscheidung trifft, wer spielt und wer nicht spielt. Von daher kannst du ihm das anhängen, ja. Und ja, das hätte man sich schenken können. Man hätte sich auch die Einwechslung von Heavy dann noch schenken können jetzt. Ja. What the Rock is cooking. Da gehe ich schon mit. Den Punkt gönne ich dir. Ja. Das kann man auf jeden Fall kritisieren. Da muss er halt mal so einen pissigen Kimmich oder so einen pissigen Kane in Kauf nehmen zum Schutz des Spielers. Ja. Da hast du schon recht. Dass aber für einen Kompanie auch alles nicht so einfach ist, der in der ersten Saison beim FC Bayern ist, glaube ich, auch verständlich. Aber ja, den Punkt hast du auf jeden Fall. So, Olli, servus. Und Mara. Mara ist nicht da, jetzt gerade reingekommen oder was? Ja. An glückliche Bayern-Fans. Kampfdampfer, servus, ganz genau. Leo hebt sich die Tore fürs Halbfinale gegen Barca auf. Du bist ja schon weit unterwegs, Headspot. Ist das Spiel, die anderen Spiele sind schon abgehakt, oder was? Leverkusen und Inter sind schon durch, oder was? Falls es Inter wird, dann Respekt. Wild. Naja, aber Tuchel war ja auch grauenhafter Fußball, Alter. Und ich denke, in der Rückrunde haben wir es so jetzt schon genug angesprochen, dass der Trend gerade scheiße ist, oder? Aber wie man sieht, ist der Trend ja jetzt auch wieder, war ja jetzt nicht so schlecht, oder? Also sollte man manchmal vielleicht auch einfach mal ein bisschen Vertrauen haben ins Trainerteam, oder? Wie gesagt, den Punkt hier mit den Verletzungen jetzt, mit den angeschlagenen Spielern, ja, da gehe ich mit. Am Ende der Leine entscheidet das Company. Ja, alles andere wäre traurig, wenn es nicht so wäre. Und dann kannst du ihm das ankreiden, dass er die Spieler nicht vor sich selber beschützt hat. Ja, da gehe ich mit. Aber ansonsten habe ich so, wie ich es auf YouTube gesagt hatte. Also, ja, der Trend war gerade Katastrophe. Leverkusen, Celtic, das war Horror. Company wurde damit auch konfrontiert, hat dann die Ausrede genommen, Ausrede in Anführungsstrichen, dass die Mannschaft nicht fit ist oder sehr belastet ist. Ja, auch das kannst du dann ihm vielleicht anhängen, aber es ist ja nicht so, dass die Ergebnisse nicht gestimmt haben. So, jetzt 2-0 gegen Leverkusen verloren, wäre es gegen Celtic ausgeschieden, dann hätte das mit Sicherheit auch anders ausgesehen. Aber am Ende des Tages hast du, wenn auch mit viel Glück, ja, die Ergebnisse eingefahren. Und für mich war jetzt das entscheidende Spiel Frankfurt. So, entweder wäre der Trend da weitergegangen, dann hättest du dir Sorgen machen müssen, dann gehe ich mit. Habe ich ja auch gesagt. Dann hätte ich auch reingehalten, auch in Company, ja, gar keine Frage. Aber das war ja nicht der Fall. Also aus meiner Sicht nicht. Aus meiner Sicht war es ein gutes Spiel, war der richtige Schritt in die richtige Richtung. Logisch, du musst jetzt gegen Stuttgart nachlegen. Ja, du hast wieder 5 Tage Ruhe. Das heißt, du hast wieder Erholungsphase. So, das heißt, ich erwarte gegen Stuttgart mindestens dieselbe Leistung, wenn nicht nochmal eine Schippe drauf. Und da musst du gegen Leverkusen liefern.
So. Und wenn das der Fall ist, was sollen wir dann kritisieren, Leute? Jetzt mal ernsthaft. Über was reden wir dann? Wir haben 8 Punkte in der Bundesliga vor, wir haben Frankfurt 4-0 weggehauen, die Tabellendritter sind. So. Gewinnst du das Hinspiel gegen Leverkusen in der Champions League, über was reden wir dann? Wo sollen wir dann den Trainer kritisieren? Ihr müsst doch mal den Vergleich dann ziehen mit, das ist dieselbe Mannschaft wie vor 2 Jahren. So. Und jetzt vergleichen wir die Trainer, die da waren. Welcher Trainer hat denn aus dieser Mannschaft das Beste rausgeholt? Und welcher Trainer, wenn du mal den Trainer Kompanie mit Tuchel vergleichst, welcher Trainer hat denn jeden Spieler wieder besser gemacht diese Saison? Den Tuchel letzte Saison schlechter gemacht hat. Ich glaube, auch das ist einstimmig, oder? Also weiß ich nicht. Das geht mir da ein bisschen zu weit, Alter. Nochmal, wir sind nicht Tabellenzweiter, wir sind nicht aus der Champions League ausgeschieden. Wir sind zu Hause aus dem DFB-Pokal rausgeflogen, weil Manuel Neuer eine Ego-Nummer geschoben hat und sein Mann nicht stehen kann und das zugeben kann. Das ist alles am Ende des Tages. Ja, wir haben jetzt die letzten Spiele keinen guten Fußball gespielt, das habe ich ja auch kritisiert. Aber wir müssen die Kirche auch mal im Dorf lassen, Alter. Ja? Wie gesagt, wir hätten uns jetzt Sorgen machen können, wenn gegen Frankfurt das nicht wieder besser gewesen wäre. Dann wäre ich ja mitgegangen. Aber so, nee. Sorry. Da solltet ihr euch mal an die letzte Saison zurückerinnern und dann könnt ihr euch mal überlegen, ob man da jetzt gerade das Trainerteam kritisieren muss. Ich glaube nicht. Aber wenn ihr natürlich die Meinung habt, ist das für mich völlig fein. Das müsst ihr ja für euch entscheiden. Wie gesagt, deine Punkte hier mit den Spielern gehe ich mit, ja. Das sehe ich genauso. Auch mit Conny Leimer sehe ich genauso. Das kritisiere ich auch jedes Mal. Ja. Aber alles andere, alles gut. Grüße von der Bushaltestelle. Dann grüße mal den Busfahrer zurück. Du weißt ja, man muss sich immer beim Busfahrer bedanken, Schatz. Auf Tuchel haben wir schon mehr draufgehauen, aber natürlich nicht nach dem letzten Spiel. Ja, weil Tuchel Fußball auch nicht ansehnlich war. Zumindest für mich. Auch das ist ja Geschmackssache, ne? Haben wir ja auch nicht diskutiert bei Tuchel. So, manche mögen das, wenn du da ein 2-1 dir mit Quergeschiebe erspielst und manche mögen es halt nicht. Ich mag es halt nicht. Aber das muss auch jeder für sich wissen, ne? Frankfurt war auch echt schwach. Ja, aber du musst doch mal sehen, warum Frankfurt schwach war. Das ist halt auch immer so, ne? Junge. Warum waren wir denn in Leverkusen so schwach? So. Ja, weil Leverkusen uns einfach keine Luft gegeben hat. So, und wenn du dir mal Frankfurt anguckst, die erste Viertelstunde war Frankfurt nicht schlecht. Also hast du ja gesehen, welches Potenzial sie haben. Wir haben halt einfach danach das Heft des Handelns in die Hand genommen und haben Frankfurt einfach keine Chance gelassen. Ja? So, man muss das nicht immer schlecht reden. Wir stellen uns jetzt wieder hin und sagen, oh, Frankfurt war aber so schlecht. Ja, sind ja nur Tabellendritter in der Bundesliga oder was? Das ist mir zu billig, ey, sorry. Nee. Das hören wir in jedem Spiel, wo der FC Bayern mal gut spielt. Dann heißt es wieder gleich, oh ja, der Gegner war aber auch schwach. Was war das hier? Zagreb was war das? Zagreb in der zweiten Spiel oder was das war? Champions League? Oh, das war aber ein schwacher Gegner. Habt ihr da mal gesehen, wo die am Ende der Champions League gelandet sind? Immer dieses schlecht reden, wenn wir gute Leistung bringen, verstehe ich nicht, Leute. Sorry. Wir können gerne kritisieren und draufhauen, wenn die Leistungen schlecht sind. Das machen wir. Oder ich mache das auch. Ja. Aber wir müssen doch jetzt nicht anfangen, gute Spiele noch schlecht zu reden, Alter. Selbst der Frankfurt-Trainer saß doch da und hat gesagt, ja, der FC Bayern war einfach eine Nummer zu hoch für uns. Und nicht, oh ja, aber wir haben heute einen schlechten Tag gehabt. Leute, komm. Ist aber auch mal gut, oder? Ganz genau, wir haben sie halt nicht stärker werden lassen. Die erste Viertelstunde war doch gut von Frankfurt. So, ja. Danach haben wir das Heft des Handelns einfach in die Hand genommen. Und gut ist. Im Endeffekt ist auch nach 2 Champions League-Spielen gegen Leverkusen dann klar, wie gut oder schlecht wir sind. Da gibt es dann keine Ausreden mehr. Nee, das gehe ich auch nicht mit. Nee, klar ist das nicht. Du kannst dann gerne das Fass wieder aufmachen, von wegen, wie gut sind wir in großen Spielen. Ja, das Fass kannst du dann aufmachen. Da kannst du jetzt nicht die ganze Saison an 2 Spiele gegen Leverkusen heften. Das ist doch auch Schwachsinn. Sorry. Und dann nehmen wir wenigstens alle 5 Spiele gegen Leverkusen, wenn du das unbedingt an Leverkusen festmachen willst. Ja.
Nee, sorry, da gehe ich auch nicht mit. Also wenn du jetzt zweimal 4-0 gegen Leverkusen verlierst in der Champions League und wirst dann mit, was weiß ich, 12 Punkten Vorsprung deutscher Meister, bist du trotzdem eine scheiß Mannschaft oder was? Passt da auch irgendwo nicht zusammen. Wir haben mittlerweile Alternativen, warum Kane bringen und Kimmich, obwohl angeschlagen. Naja, für Kane haben wir nicht wirklich Alternativen, ne? Für Kimmich gehe ich mit, da haben wir auf jeden Fall Alternativen. Hat man ja dann auch gesehen in der zweiten Halbzeit, dass es sogar aus meiner Sicht besser lief, ohne Kimmich in der Zentrale. Vielleicht hat der Trainer das auch gesehen, ja, und vielleicht ist das dann in Zukunft auch mal eine Option, ich weiß es nicht. Ich kann es ja auch nicht sagen, warum Kimmich immer spielen muss. Ja. Auch wenn er gut spielt, das heißt ja nicht, dass der Mann irgendwann mal nicht überspielt ist. Ja, lass den doch, gönne ihm doch auch mal, nimm ihn doch mal raus nach 60 Minuten. Ja. Oder lass ihn auch mal ein Spiel draußen, wenn es, was weiß ich, gegen wen ist. So, ist doch alles fein. Ja, die anderen Leute, die da sind in der Zentrale, können auch Fußball kicken, haben wir ja gestern gesehen. Ja. Also, das verstehe ich auch nicht. Also für Harry Kane hast du keine Alternative. Also ich sehe keine Alternative. Thomas Müller war gestern keine Alternative für Harry Kane. Sorry. Bei Kimmich gehe ich mit, ja. Ja, aber der Vorstand stellt ja jetzt nicht die Spieler auf. Oder was? Oder meinst du die Kaderzusammenstellung? Da musst du ein bisschen ausführlicher was sagen, wenn. Was da dauert? Erstmal danke, dass du so stabil gegen rechts bleibst und bist. Ja, dafür brauchst du dich nicht bedanken immer. Ja, also ich brauche nicht das Thema Sané aufmachen. Wie gesagt, der kann wegen mir die ganzen restlichen Spiele in dieser Saison top sein. Die will ich den Vertrag trotzdem nicht verlängern. So, aber du musst die ganzen 5 Jahre sehen und das ist eine Katastrophe, Alter. Ja, Punkt. Fertig. Da brauchen wir nicht drüber reden. Was ich am meisten kritisiere, sind die kranken Gehälter und die Widersprüche von Herr Eber. So viel dazu, dass wir die Gehälter runterschrauben und eins steht ja auch fest, wenn Kimmich verlängert, dann nicht für weniger Gehalt als Musiala. Ja, natürlich nicht. Aber das ist ja jetzt ein ganz anderes Thema. Hat ja jetzt gar nichts mit der sportlichen Leistung zu tun. Und ich weiß auch nicht, ob man da Herr Eberl nennen sollte. Da sollte man vielleicht eher den Vorstand nennen. So. Weil der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat sagt doch zu Max: So, Max, pass mal auf. Wir zahlen, ich hau jetzt einfach mal eine Zahl raus, ob die stimmt, sei mal dahingestellt. Wir zahlen 340 Millionen Gehälter im Jahr. Wir möchten gerne unter 300 Millionen kommen. So. Das ist ja ungefähr so die Aussage, die gedroppt wurde. Dann muss Eber natürlich die Verträge verhandeln. Ja. So, und dann warst du doch schon vor der Wahl. Gebe ich Fonzie Davies ablösefrei ab oder drücke ich den 15 Mille plus 20 Handgeld in den Arsch? Ja? Und mit Bonus kann er auf 20 Mille kommen. Extra Thema für sich, haben wir schon 100 Mal drüber geredet, über das Thema. Dann geht der ganze Bums zum Aufsichtsrat und der macht so: Ja, top. So, dasselbe mit Jamal Musiala. Ob die Zahlen stimmen, sei mal dahingestellt. 25 Mille im Jahr, der Aufsichtsrat macht top. So. Dann kann der Aufsichtsrat auch nicht rausballern oder die Forderung geben an Max Eberl: Ja, hör mal, du musst hier jetzt aber 40 Millionen Gehälter abbauen und dann schraube ich 2 Spieler hoch, die jeweils, was weiß ich, zwischen 6 und 8 Millionen verdient haben, auf 15 und 25 Millionen. Sorry, wie soll das laufen? Na? Und im Umkehrschluss muss ich dann Eberl da hinstellen auf die Frage: Ja, Eberl, was sagen Sie denn zu Eric Dyer? Ist ja immer stabil, immer da reinkommt, gute Leistung. Ja, aber wir können jetzt auch nicht alle verlängern, weil wir müssen ja Gehalt einsparen. Ja, Halleluja. Dann sparen wir die 8 Millionen, die er vielleicht kriegt, für Eric Dyer ein, der super zuverlässig ist, oder was? So. Aber das kannst du doch jetzt nicht am Eberl festmachen. Also, hey, der Eberl ist der Sportvorstand. Sportvorstand. Ja? Sportvorstand, nochmal. So. Der Herr Eberl, dem wird gesagt: Pass auf, Max, das ist dein Budget, das ist dein Gehaltsbudget. Das glaube ich noch niemals, dass das Gehaltsbudget fallen, das ist eher so Chrissy-Sache.
Und dann schreibt da gerne den Verein oder die Vereinsführung. So, dann können wir darüber diskutieren. Aber das jetzt einen Eberl in die Schuhe zu schieben, Alter, nee, da gehe ich nicht mit. Sorry. Dann müsste der Aufsichtsrat halt sagen, nee, machen wir nicht. Hier. Warum soll ich denn Fonsi 15 Millionen zahlen? Warum soll ich den Jamal 25 zahlen? Ich will doch unter die 300 Millionen kommen. Das passt nicht, sorry. Dann müssen sich schon alle dahinstellen. Genauso wenig passt es dann. Ich habe ja seine Aussage gefühlt von Kalle Rummenigge. Ja, die Spieler brauchen nicht rumholen. Wenn sie so viel verdienen wollen, müssen sie auch eine Club-WM spielen, müssen die Kohle ja auch wieder reinholen. Alles gut, fühle ich zu 100%. Ja. Aber auch er ist ein Teil dieses Aufsichtsrats, der diese Zahlen abnickt. Ja. Muss man auch mal ganz klar sagen. Denzel Reaper, was gibt's da im Stadion? Ja, ich hoffe, du hattest Spaß. Nee, ein Spiel ist natürlich kein Trend. Aber es ist halt, der Trend ist halt gebrochen. Der Trend ging ja die ganze Zeit so. Ja, das war doch der Trend seit Beginn der Rückrunde. Ich habe da gerade die Benotung vorgelesen. Da waren 1, 2 Spiele bei, die okay waren und die letzten 3, 4 Spiele war der Trend so. Und dann ist es halt mal ausgebrochen aus dem Trend. Und wie ich es im Video sagte, du musst natürlich jetzt auf die Leistung von Frankfurt aufbauen gegen Stuttgart. Ja. Ist doch logisch. Und dann musst du nochmal die extra 10% abrufen, wenn du dann in der Champions League gegen Leverkusen spielst. Aber das ist doch klar. Ja. Und deswegen war das ja so wichtig gegen Frankfurt. Wärst du da jetzt weiter in diesen Trend gegangen, dann wäre es eine Katastrophe gewesen. Ja, das mit den Jungen fördern, ja, das ist natürlich lächerlich gewesen. Ja. Aber das ist ja auch nichts Neues. Da macht der Verein, aber da kannst du auch wieder alle mit dem Boot nehmen. Da macht sich der ganze Verein halt lächerlich. Ja. Ja. Aber das haben wir doch war es letzter Stream? Weiß ich gar nicht, vorletzter Stream. Wie willst du das umsetzen? Wie willst du das umsetzen, wenn du die Leute, die Spieler nicht unter Druck setzt, dass sie den Verein verlassen? So, das ist doch das ganze Problem an dieser Sache. Du hast die Talente alle in deiner Mannschaft gehabt und hast sie alle vom Hof gejagt, weil sie keine Spielzeit bekommen haben. Warum haben sie keine Spielzeit bekommen? Weil du kannst nicht einen Ibrahimovic nehmen oder jetzt einen Vidovic oder einen Tell und knallst dir Leroy Sané und Kingsley Coman und Serge Gnabry vor die Füße und hältst an den Jungen fest, selbst wenn sie schlechte Leistungen bringen, so wie es ein Tell getan hat. Der hat keine guten Leistungen gebracht. Punkt. Ja, das müssen wir auch mal klar sagen. Du hättest sagen müssen, pass auf, Mathis, du hast jetzt auch deine 6, 7 Spiele am Stück und dann bewerte ich dich. So. Ja. Aber was wäre denn passiert, wenn der Tell spätestens das zweite schlechte Spiel hintereinander gemacht hätte? Ja, dann kannst du dir mal überlegen, was ein Leroy Sané, Serge Gnabry und Kingsley Coman machen. Ja. Das ist doch das Problem. Datenkompanie hat nicht die Eier zu. Und das kannst du gerne kritisieren, ja. Aber ist das seine Aufgabe? Ich glaube nicht, dass das gerade den Kader, den er gerade hat, ist mit Sicherheit nicht sein Wunschkader. Ja. Er muss halt zusehen, dass dieser Kader eine Mannschaft ist, dieser Kader, der derselbe ist, die letzten 2 Jahre nicht war. Dieses Jahr ist er es wieder. Ja. Es wird füreinander gearbeitet und nicht gegeneinander, nicht immer nur Ego-Schienen gefahren. So. Und deswegen haben Jugendspieler keine Chance gesehen. Und kritisiert haben wir das ja alle. Auch mit dem Adam, ja. Da waren genug Chancen, ihn da hinten hinzustellen. Wir haben ja teilweise keinen linken Verteidiger gehabt. Ja, warum hast du ihn nicht hingestellt? Habe ich auch schon gesagt. Stell dir vor, du stellst den Jungen auf und der performt. Ja, der performt besser wie Fonzie Davies. Dann hast du keine Argumente mehr, Fonzie Davies so viel Kohle in den Arsch zu schieben. Und wenn du Fonzie Davies die Kohle nicht im Arsch schießt und lieber Sané die Kohle nicht in den Arsch schießt und beide den Verein verlassen, dann wird Musiala den Vertrag auch nicht verlängern. So. Das ist so ein Rattenschwanz, der da immer dranhängt. Ne? Deswegen ist das immer ein bisschen einfach für uns zu sagen, ja, warum ist das so? Man muss halt ein bisschen weiterdenken, denke ich. Und ja, das ist dann wieder die Führung. Ja, du hättest halt einfach sagen müssen, wie wir das schon 100-mal gesagt haben. Leute, Company ist da. So wie Eberl hat sich letzte Saison dahingestellt. Ja, wir gucken uns an, wer alles gibt und dann sortieren wir gnadenlos aus und nichts ist passiert. Und du hattest die perfekte Chance. Neuer Trainer, sagst du, pass auf, hier, ihr 5, ihr passt nicht mehr in das Spielkonzept. Wir haben einen neuen Trainer, wir wollen alles verjüngen.
sucht euch bitte einen neuen Verein, wir planen nicht mehr mit euch, ihr dürft hier trainieren, ihr seid aber nicht mehr Teil der Mannschaft. Ey, es war die perfekte Situation dafür. Ohne dass das irgendwie böse gemeint ist oder sonst was, ja. Neuer Trainer, neues Konzept, alles gut, ihr passt halt einfach nicht mehr rein. Ja, der Trainer stellt sich was anderes vor und wäre gut gewesen. Ja, dann wärst du die Spieler losgeworden. Zwar nicht für Marktwert, gar keine Frage, aber du wärst sie losgeworden. Hat man nicht gemacht. Ja. Und dann steht ein Trainer da und den hauen wir dann rein. Ja, ey, du musst aber hier du musst den 19-Jährigen mal aufstellen. Auch wenn er die 6 Chancen, die er gekriegt hat, absolut eine Grottenleistung gebracht hat, musst du die anderen 3, die jeweils 20 Millionen verdienen, musst du auf der Bank sitzen lassen. So, wie soll er das der Mannschaft verkaufen? Geht nicht, Alter. Ja, da sind wir wieder, was ihr gerade geschrieben habt, bei dem Thema Leistungsprinzip. So, Tell hat nicht ein Spiel die Leistung gezeigt, dass du gesagt hättest, wow, geil, der muss im nächsten Spiel wieder spielen. Ganz im Gegenteil. Das war immer grottig. Ja? So, wie soll das dann Kompanie verargumentieren, ohne dass er sich angreifbar macht in dieser Mannschaft, Alter? Also der Trainer ist da eher die ärmste Sau. Ja? So, der Eberl hätte halt einfach mal Taten folgen lassen zu dem, was er angekündigt hat. Aber ja, das kann er wieder nicht, weil der Aufsichtsrat sagt, nee. Also, so geht das nicht. Wenn ein Spieler den Verein verlässt, dann muss der erstmal zu uns kommen und muss sagen, hallo Uli, ich möchte gerne den Verein verlassen. Ansonsten wird hier kein Spieler den Verein verlassen. Ja, Leute. Ja, bitte euch. Da müssen wir uns doch nicht wundern, dass Spieler, die 17, 18 Millionen verdienen, in den Vertrag aussitzen, Alter. So, und dann kommt ein Company und muss das Ganze irgendwie managen. Ja. Und nochmal dafür, wenn man die ganzen Faktoren mal berücksichtigt, ist das schon eine krasse Leistungssteigerung, ja, die er aus dieser Mannschaft geholt hat. Ja, Frankfurt hat auch gut angefangen, aber dann haben wir sie im Griff gehabt. Wir haben den Schneid abgekauft. Ja. Allein Eric Dyer, wie sicher er da war. Ja, auch wo die Frankfurter 4 Meter vorm Tor war. Manuel Neuer hat endlich mal Sicherheit ausgestrahlt, hat man den Ball festgehalten und nicht wie so ein Volleyballer die Bälle einfach weggefaustet, obwohl man die einfach fangen konnte. Ja. So. Und auch Kimmich hat das Spiel dann im Griff gehabt, hat es beruhigt. Ja. Dann haben wir viel Ballbesitz gehabt. Ja, das war dann teilweise auch ein bisschen langweilig, alles gut. Ja, aber dadurch hast du Frankfurt halt rausgenommen. So, die haben uns die erste Viertelstunde, haben sie uns 2, 3 Mal gut gepresst und dann war vorbei. Ja. Aber dann kann man ja nicht sagen, Frankfurt war so schlecht, Alter. Glaubst du, Eric Dyer hat noch eine Zukunft beim FC Bayern? Ja, leider nicht, wenn man das hört, was Max Eber sagt. Ich würde es mir wünschen, ja, weil er super zuverlässig ist. Ich glaube absolut, sich nicht dahinstellt und weint und erzählt, ich muss unbedingt jedes Spiel spielen. Und wenn du ihn reinbringst, zeigt er solche Leistungen. Ja. Wäre für mich ein absoluter No-Brainer. Und das ist ja auch kein Spieler, der irgendwie 15, 20 Millionen oder sonst was verdienen will. Also für mich wäre es super, super dumm, Eric Dyer gehen zu lassen. Sag ich euch, wie es ist. Ja. Weil Mr. zuverlässig, Alter. Und auch vom Typ her hat man ja auch gesehen. Auch gestern, ne? Auch wie anerkannt er in der Mannschaft ist und sowas. Also. Nee, wäre für mich ein großer Fehler, aber wird wahrscheinlich passieren, weil du musst ja jetzt die Gehälter, die du hochgeschraubt hast, musst du ja wieder reinholen. Ja? Das ist halt so. Ja, ist ja, was ich gerade gesagt habe, dass immer der Gegner schlecht ist. Man muss halt einfach ab und wann, aber das ist vielleicht auch bedingt durch die letzten Jahre so ein bisschen, ne? Man muss einfach mal wieder anerkennen, wenn der FC Bayern einfach eine gute Leistung bringt. So, wir können ja gnadenlos draufkloppen, so wie ich es auch getan habe gegen Leverkusen. Das war halt einfach eine Nichtleistung. Ja, dann können wir das auch tun. Aber ansonsten müssen wir auch mal anerkennen, wenn man zu Hause Frankfurt 14-0 weghaut, ja, und das Spiel so dominiert nach 15 Minuten, also nach den ersten 15 Minuten, da muss man das auch mal anerkennen, dass die Mannschaft das gut gemacht hat. Ja. Der FC Bayern entwickelt ja junge Talente. Ist ja nicht so, dass wir keine Talente entwickeln. Wir entwickeln sie nur nicht weiter für die erste Mannschaft. Und warum das diese Saison so ist, habe ich ja gerade versucht zu erklären. Und warum holt man keinen Caneback ab? Das ist nicht nachvollziehbar. Ja, weil kein Transfermarkt offen ist.
Wo willst du den jetzt herholen? Ne? Du hattest ja einen Kane-Backup mit einem Mathis Tell, den wolltest du ja nicht mehr haben. So. Aber du kannst ja jetzt keinen verpflichten. Woher willst du den nehmen? Du musst jetzt, wenn es hart auf hart kommt, spielt dann Thomas Müller, Serge Gnabry oder irgendein Jugendspieler halt. Ja. Und natürlich ist das eine Katastrophe, ja. Wenn wir darüber reden, Harry Kane fällt im Achtelfinale, Halbfinale Champions League aus, dann stehst du dumm da, ne? Ja, alles gut, Ben. Ich sehe schon die Zusammenhänge. Ich habe das auch schon gesehen, dass du nicht nur das Trainerteam meinst. Aber wie gesagt, ich habe ja meine Two Cents dazu gegeben. Und Palhinha, ja, habe ich ja auch schon gesagt. Also man wird einen Palhinha verpflichtet haben, weil man ihn kriegen konnte und weil man gedacht hat, Kimmich wird den Verein verlassen. So. Man hat gedacht, Kimmich hat noch ein Jahr Vertrag, ja, da nehmen wir noch irgendwie 20, 25, 30 Mille ein. Kimmich hat nicht überzeugt davor die Saison, ja. Darauf hat man spekuliert. So. Das war halt einfach eine super schlechte Absprache anscheinend mit dem Trainer. Ja. Es hat ja keiner dann gerechnet, dass Kompany sagt, ach, Kimmich ist mein Mann. Ja, wie es jeder Trainer bisher getan hat. Kimmich ist mein Mann in der Mitte. So. Hätten Kompany das von vornherein gesagt, dann hätte man auch, wäre man nicht ins letzte Vertragsjahr gegangen mit Kimmich und man hätte nicht einen Palhinha für 50 Millionen verpflichtet. Ja, 100 Pro nicht. Weil beides zu haben ist dumm. Absolut dumm. Ja, das war halt einfach genauso wie die ganzen anderen Sprüche von Max Eberl in der Saison davor. Völliger Schwachsinn, völliger Dünnpfiff. Ja. Natürlich war ein Palhinha dazu jetzt noch verletzt und so weiter. Aber machen wir uns nichts vor, taktisch passt ein Palhinha nicht neben Kimmich. Feierabend. Ja. So. Völliger Schwachsinnstransfer. Ja, aber, wie gesagt, man ist 100 Pro davon ausgegangen, ja, der neue Trainer setzt nicht auf Kimmich, der setzt auf einen Palhinha und Kimmich sitzt dann auf der Bank, das wird er nicht machen und von daher, dann nehmen wir 25, 30 Mille ein, Kimmich verlässt den Verein. So. Deswegen hat man sich auch nicht um eine Vertragsverlängerung gekümmert, ein Jahr vorher. Wäre ja kein Problem gewesen. Ja? So, und deswegen kriegst du gerade die lange Nase gezeigt. Und deswegen macht Kimmich gerade auch den Mister, ich halte euch mal alle hin und kriege ich irgendwas Besseres, dann bin ich weg. Move. Ja, was auch verständlich dann ist. Ja? So, weil hätte man gesagt, ja, hier, Josh ist unser Mann, hättest du niemals einen Palhinha verpflichtet. Warum? Völliger Schwachsinn. Das sind halt so die hausgemachten Probleme, die wir haben, ne? Und dann kannst du ja noch froh sein, dass ein Palhinha die ganze Zeit verletzt ist, weil sonst wäre die Diskussion ja viel, viel größer. Ja? Dann hätte ja jeder sofort von Anfang der Saison wieder drauf rumgeritten von den Reportern. Da kannst du ja froh sein, dass der alle 3 Wochen für 4, 5, 6 Wochen ausgefallen ist. Ja. Und wahrscheinlich bleibst du auf dem auch hocken. Oder wenn, dann kriegst du vielleicht 20 Mille nächstes Jahr, wenn du Glück hast, und wie ist das Gehalt los, oder was? Katastrophe halt, dieser Transfer. Auch völliger Schwachsinn. Ja? Dann hättest du halt klar kommunizieren müssen, pass auf, hier, das ist unser Sechser, Palhinha, Pavlo unser Achter, so wie man es sich wahrscheinlich gedacht hat. Ja? Und wahrscheinlich hat man gedacht, komm, dann haben wir noch einen Conny Leimer, geben wir Leon und Josh ab und gut ist. So, das war wahrscheinlich der Plan, den unser Sportvorstand hatte. So, ja. Ja, hat super geklappt, oder? So ist das halt. Ja, Eberl hat gar nichts eingehalten. Wie gesagt, seine Aussagen in der Saison davor war eine Katastrophe. Ja? Es ist ja nicht ein Spieler gegangen. Nicht einer. Nochmal, allein die Aussage zu Fonzie Davies hier, das ist das Angebot, nimm's an oder du verlässt den Verein. Ja, und was ist jetzt passiert? Halleluja. Der hat sich so glaubwürdig gemacht wie ein 5-Mark-Stück, Alter. Aber nochmal, da ist auch ein Eberl nicht alleine dran schuld. Ja. Das ist halt das Problem bei uns, dass da zu viele mitsprechen und dann sagen, oh nee, das machen wir so nicht. Ich habe es ja gerade gesagt. In unserem Verein von oben ist das Motto, der Spieler muss auf den Verein zukommen und muss sagen, hallo,
ich möchte gerne den Verein verlassen. Dann können wir darüber reden. Und nicht umgekehrt. Ja. So. Und wahrscheinlich hat man das gedacht, ne? Mit Josh letztes Jahr, der spielt nicht, da spielt der Palinja, spielt der Pavlo, der sitzt auf der Bank und dann wird er den Verein verlassen. Und wenn er den Verein verlässt, wird wahrscheinlich in Leon gleich hinterhergehen. So, das war wahrscheinlich so der Gedanke. Und mit viel Glück geht dann der Serge auch noch hinterher. Ja, und was ist passiert? Gar nichts. Weil man es halt nicht ordentlich kommuniziert hat. Und weil Kimmich natürlich auch performt hat, die Saison. So, da gibt es, glaube ich, sportlich nicht viel zu diskutieren, oder? Ja, mit Dyer wird man wahrscheinlich nicht verlängern. Ich sehe das genauso. Für mich auch super zuverlässig. Vor allen Dingen auch ein Anführer da hinten. Ja, der super ruhig am Ball ist. Er ist nicht fickerig, gar nichts. Ist halt super erfahren. Also, keine Ahnung. Deswegen wird man halt auch einen Tellitz abgegeben haben. Und auch mit dieser Kaufoption. Ja, weil einfach keine Kohle mehr da ist. Ja. So. Die Gehälter steigen ja nächstes Jahr nochmal um 30 Millionen an. Es sei denn, man lässt den Vertrag mit Leroy auslaufen. Ja. Man lässt einen Ebeck auslaufen. Und Thomas Müller beendet die Karriere. So. Dann bist du vielleicht bei plus minus, was die Gehälter angeht. Hast dann aber auch immer noch keinen weiteren Spieler für die Außenbahn. Also. Alles sehr, 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 sehr dubios gerade. Nee, warum sollte Gnabry und Coman den FC Bayern an? Gnabry wird den FC Bayern nicht verlassen, solange Kimmich in München spielt. Ja? Das wird nicht passieren. Coman kann ich mir vorstellen, vielleicht, ja. Kommt drauf an, wie man mit ihm kommuniziert, wenn man sagt so, King, wir bauen nicht mehr auf dich oder was. Aber ansonsten hat er die Saison auch seine Spielzeiten. Warum sollte er jetzt gerade das Verlangen haben, den FC Bayern zu verlassen? So. Und D-Boy, keine Ahnung. Wenn man schlau ist, verlängert man den Vertrag nicht, wa? Ich glaube nicht, dass Leroy sagt, komm, mir reichen 5 Millionen beim FC Bayern, dann würde ich sagen, alles gut, dann lass ihn gerne da. Aber das wird ja nicht passieren. Vielleicht wird man dann wieder denken, oh ja, komm, wir verlängern doch mit Leroy und gucken dann, ob wir ihn verkauft kriegen, wird ja auch nicht passieren. Also ich habe es ja gerade gesagt, wenn du mit Leroy verlängerst, dann hast du ja am Ende der Saison, wenn Müller nicht aufhört, hast du ja wahrscheinlich 30 Millionen mehr Gehälter. Ja? Dann bist du bei 370 anstatt bei 300. Ja, Halleluja. Dann brauchst du eine Club-WM jedes Jahr, Alter. Ansonsten wirst du nämlich irgendwann rote Zahlen schreiben und keine schwarzen mehr. Berlin hat mal gut, wenn man Kimmich absägen wollte. Ja, ganz genau. Ja, das war der Gedanke. Ja, wie man mit Tell umgegangen ist, war absolut lächerlich. Und das ist auch ein Ding, das habe ich in Kompanie auch angekreidet, das kann man ihn auch ankreiden. Ne? Und das kann man ihn zu Recht ankreiden. Ja. Also, wie gesagt, er hatte sich ja hingesetzt in der PK und das sogar öffentlich geäußert. Ja, dass er Tell in der Mitte sieht als Harry Kane Backup und nicht auf den Außen. Das hat er getan. Und dann wechselt er ihn, das war vor dem Dortmund-Spiel, glaube ich, und dann wechselt er ihn in Dortmund auf der linken Seite ein. Katastrophe. Wo wir noch niemals einen Stürmer auf dem Feld hatten. Das sind die Sachen, die kannst du kritisieren, da gehe ich ja auch mit, Ben. Ja, bin ich bei dir. Was ist aktuell mit Palinja? Den hat man als Holding Six gut und zum jetzigen Zeitpunkt konnte er mich nicht so überzeugen. Was sagst du, Palinja? Ja, wieso will er dich denn auch überzeugen, wenn er nie gespielt hat? Was hat ein Palinja bisher gemacht? Also gefühlt zwei Spiele über 90 Minuten und 4 Ein- und Auswechslungen oder was? Soll ich mal nachgucken? Warte. Ich gucke mal nach. Ist ja nicht das Problem. Und da muss man ja auch noch sagen, er hat nicht ein Spiel auf der 6 spielen dürfen. Er hat ja mehr den 8er gespielt wie den 6er. Weil er natürlich immer mit Kimmich gespielt hat, anstatt Kimmich. Brauchst du dann Palinja? Nee. Brauchst du dann nicht. Musste ich also schon entscheiden. So, Palinja, 15 Einsätze, 9 Einwechslungen, 3 Auswechslungen. Ja. Halleluja.
Also 3 Spiele über 90 Minuten. Sehen wir auch, also in allen Wettbewerben natürlich. Und insgesamt 653 Minuten. Wild, oder? Und davon war nicht ein Spiel als Sechser. So, also wo soll man den Palhinha einordnen? Kannst du nicht. Also ich kann es nicht. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich kann ihn nicht einordnen. Ich kann nicht sagen, wie gut oder schlecht er bei uns funktioniert. Ich habe ihn während der EM gesehen und da war er ein Monster, Alter. Ein absoluter Killer. Aber nochmal, dann kannst du einen Kimmich nicht aufstellen. Dann musst du einen Kimmich als Rechtsverteidiger stellen. Dann kannst du einen Palhinha als Sechser stellen und Pavlo als Achter. Ja. Das wäre wahrscheinlich Zucker. Weil wir haben es jetzt gegen Frankfurt gesehen, wie gut ein Pavlo als Achter war. Ja, mit einem defensiven Leon hinter sich in der zweiten Halbzeit. Da hast du gesehen, wie gut er das Spiel gestalten kann. Ja. Also, alles ein bisschen wild gerade, was das angeht bei uns. Ja, aber was soll man die Leute auch behalten, wenn sie keine Spielzeit kriegen? Das macht ja auch keinen Sinn. Ne? Dann kannst du auch Kretzig kannst du alle abgeben. Ist doch besser, wenn sie irgendwo Spielzeit bekommen, als wie bei uns nur dumm auf der Bank zu sitzen. Hast du doch gesehen bei Adam Aznu. Der hat nicht eine Minute gespielt. Gut, er wurde zweimal eingewechselt für 10 Minuten oder sowas. Ja. Aber wahrscheinlich auch erst, wo der Bums durch war mit Fonzie Davis. Ja, Thomas sollte seine Schuhe an den Nagel hängen und gut am Ende der Saison. Na? Fertig aus. Da brauchen wir nicht drüber reden. Seine Zeit ist abgelaufen. Sorry. Ich meine, wenn er unbedingt noch ein bisschen daddeln will, ich habe es schon letztens Stream gesagt, ey, dann wäre es doch super geil, wenn Thomas Müller sagt, komm, Jungs, hier, ich war jetzt, weiß ich nicht, 15 Jahre in diesem Verein, ich habe 200 Millionen verdient. Komm, ich bin noch auf Ehrenbruder-Basis hier, ich gehe in die zweite Mannschaft, in die dritte Liga, kick damit, ich bin noch heiß genug. Sollte mal Not am Mann sein in der ersten, kann ich auch nochmal hochrücken für ein paar Spiele und dann ist doch gut. Dann kann er dann noch gerne 2 Jahre kicken, ja, wenn es ihm darum geht. So, aber es kann doch für ihn auch nicht befriedigend sein, so wie die Rolle gerade ist in der ersten Mannschaft. So. Und wenn er die Nase nicht voll bekommt, wenn er so schleichend seine Karriere beenden will, ja, dann macht das doch. Ja, ist doch das Urgestein. Ja, dann geht doch in die zweite Mannschaft in die dritte Liga. Ist doch toppi. Was Besseres kann uns doch nicht passieren, Alter. Ja? Wie siehst du unser Achtelfinale gegen beide Leverkusen? Das kann ich dir nach dem Stuttgart-Spiel sagen. Oder anders gesagt, nach der Pressekonferenz vor diesem Spiel. Das wird halt viel davon abhängen, ob gewisse Spieler überhaupt fit sind und spielen können. Also wenn so ein Harry Kane oder so Musiala ausfallen, wird es schon sehr schwer werden. Wenn so ein Opa ausfällt, wird es sehr schwer werden. Und so weiter. Ja. Das ist halt schwierig. Ansonsten wird es halt von der Tagesform definitiv, also wir brauchen nicht darüber reden, dass Leverkusen eine starke Mannschaft ist, dass wir eine starke Mannschaft sind. So, da müssen wir uns nicht irgendwie kleinreden oder sonst was. Wir müssen Leverkusen auch nicht überstark reden. Wir haben die im Hinspiel in der Hinrunde dominiert, haben die an die Wand gespielt. Die haben einen Torschuss gehabt nach einer Ecke, durch die Ecke fremdverschuldet, eigenverschuldet, sonst hätte Leverkusen keinen Torschuss gehabt. Und so war es jetzt in Leverkusen für uns. Ja. So, das sind 2 starke Mannschaften und da entscheidet die Tagesform, Alter, am Ende. Darauf wird es hinauslaufen. Oder vielleicht der Trainer mit der besseren Taktik, was bisher meistens der Alonso war. Ja, der hat dann Vinny noch ein bisschen was voraus. So. Aber hätten Alonso einen Stürmer eingewechselt, jetzt beim Spiel in Leverkusen, hätten wir das Spiel wahrscheinlich verloren. Hat er auch nicht gemacht. Warum? Keine Ahnung. Also, das ist ein Spiel auf Augenhöhe, da wird die Tagesform entscheiden. Und da wird entscheiden, welche Spieler fit sind. Zumindest auf unserer Seite. Ich brauche den Fahr nicht. Ja, ich brauche den Fahr nicht. Also der Fahr hat für mich persönlich
es hieß ja immer, der VAR ist dafür da, dass Sachen fairer sind. Das sehe ich nicht. Ich meine, ich habe es jetzt nur gelesen, wieder mit jetzt am Sonntagsspiel oder was, Leipzig oder wo das war, mit irgendwelchen 2 Elfmeter, die angeblich dann auch nicht gerechtfertigt waren. Also wofür brauchst du dann noch einen VAR, Alter? Ja. Und diese Abseits-Dinger, wo du dann das Standbild hast und du siehst so ein Müh, ja? Und jetzt stell dir vor, ich meine, ich schneide Videos, ich weiß, wovon ich rede, ja? Du spulst eine Zehntelsekunde zurück, dann ist der Ball immer noch am Fuß, ja? Wenn der Pass gespielt wird, und dann steht der Spieler nicht mehr im Abseits. Das ist kompletter Hirnfuck, ja? Das ist kompletter Hirnfuck. Ich schwör's dir, du suchst dir das Standbild aus, dann kannst du sagen, jo, so steht er im Abseits, so steht er nicht im Abseits und der Ball ist immer noch am Fuß vom Spieler. Völliger Schwachsinn. Völliger Schwachsinn. Ja? Der VAR ist super, keine Ahnung, der Spieler steht 1 Meter im Abseits und alle Schiedsrichter sind blind, das ganze Stadion sieht das, es fällt ein Tor, dann kann der VAR sagen, jo, war kein Tor, stand 1 Meter im Abseits, ja. Aber doch nicht bei diesen Müs. Junge, ohne Scheiß, guckt, ich habe mit Mara Sonntag 2. Liga geguckt. Da ist ein Tor gefallen, dann hat es, glaube ich, 3 Minuten gedauert, bis der VAR gesagt hat, kein Tor. Und wir haben noch nicht mal ein Beweisbild gesehen. Gab's nicht. Gab es nicht. Es gab kein Bild mit der kalibrierten Linie. Es wurde einfach entschieden, kein Tor. Abstiegsduell. Lächerlich. Lächerlich. Brauchst du nicht. Macht gar nichts fairer, Alter. Junge, du kannst den VAR lassen, ja? Mach's wie in Amerika. Gib jedem Trainer 5 Dinger. So, dann hast du die Möglichkeit, wenn so eine krasse Fehlentscheidung ist, holst du als deine Mannschaft, wirfst du eine Münze oder gehst zum Schiri und sagst, hier, ich will Videobeweis haben, bäm. So. Aber alles andere, ey, schaff die Scheiße ab, Alter. Lass es sein. Zum Kotzen. Völliger Schwachsinn. Ja, genauso, dass er dann, darfst nur da einschreiten, da darfst du nicht einschreiten. So, ist es ein Foul? Der Schiedsrichter sieht es, gibt den Spieler eine gelbe Karte. Das Foul war aber rotwürdig. Der VAR denkt dann, ist rotwürdig, darf er nichts machen, weil der Schiedsrichter das gesehen hat und eine Tatsachenentscheidung getroffen hat. So, gibt es eine Ecke, die keine Ecke war, darf der VAR auch nichts machen. Junge, das ist so willkürlich alles. Katastrophe. Nee, wegen mir, mach den VAR weg. Wie gesagt, das einzig Sinnige, wo du sagst, wenn du wirklich krasse Fehlentscheidungen hast, gib jeder Mannschaft 3 oder 5 Mal pro Spiel die Chance, dass die sagen können, komm, lass mal bitte überprüfen. So. Dafür wäre es vielleicht gut, weil du dann wirklich diese krassen Fehlentscheidungen, wo das ganze Stadion sieht, wow, das war ein halbes Meter abseits, dass das dann überprüft wird. Aber wir müssen mal wegkommen von diesen Mühentscheidungen da. Je nachdem, wo das Bild anhält, ist es abseits oder nicht. Das ist lächerlich. Und man muss ja sehen, wie viele Fehlentscheidungen trotzdem getroffen werden, trotz VAR. Wo es dann 3 Tage später heißt, ach ja, war doch eine Fehlentscheidung. Macht es dann viel fairer, oder? Ich kann davon ausgehen, dass Goretzka und Gnabry den Vertrag aussitzen. Mein Gefühl sagt mir leider auch, dass wir den Vertrag mit Dior verlängern zu geringen Bezügen. Und wenn das wieder so argumentieren wird, dass ein Ersatz ja Nico Williams oder Gittens eine hohe... Ja komm, Gittens ist aber auch... Komm mir nicht mit Gittens, Alter. Gittens, Alter. Eine halbe gute Saison und 100 Millionen Ablöse, oder was? Junge. Fällt mir ein Ei aus der Hose. Also selbst Nico Williams kostet ja keine 100 Millionen. Ich weiß auch nicht, in welchen Sphären gerade deutsche Mannschaften irgendwie ihre Ablösen bestimmen, Alter. Fällt mir auch nichts so ein. Goretzka und Gnabry, ja. Wenn der Verein das weiter so führt, wie er es gerade führt, wird genau das passieren, ja. Du musst den Spielern klipp und klar sagen, wir planen nicht mehr mit euch. So. Ja. Ihr könnt hier noch trainieren, alles ist fein, ihr seid aber nicht mehr Teil der ersten Mannschaft. Das ist der einzige Punkt, wie du die Spieler dazu bekommst, dass sie den Verein wechseln.
Ja, wo passt denn der da ja nicht ins System? Hat er gestern nicht ins System gepasst oder was gegen Frankfurt? Siehst du die Chance gegen den VfB Stuttgart? Ja, gut sehe ich die Chance. Warum soll die nicht gut sein? Stuttgart ist doch die Saison auch nicht super stabil. Kann halt auch alles passieren. Mal so, Stuttgart. Ja, Netflix, wenn das für dich so ist, dann ist das fein. Wenn es für dich so ist, ist das fein. Solltest du dir vielleicht mal die Statistiken angucken, falls du auf Statistiken stehst. Das ist dann eigentlich schon, denke ich, mehr als genug Argument. Sollen wir das mal kurz machen? Komm. Ist kein Problem. Kriegen wir hin. Warte. Ich weiß gar nicht, gibt es nicht auch eine Mannschaftsstatistik für uns? Wahrscheinlich nicht, müssen wir einzeln machen. Aber machen wir das mal. Dann gucken wir mal, wer der beste und schlechteste Flügel ist bei uns. Also zumindest nach den Statistiken, wa? Gucken wir mal. So. Wo haben wir denn unsere Knaller? Fangen wir doch mit Leroy an. Komm. Nehmen wir mal die aktuelle Saison wegen der Sicherheit. Ja, nehmen wir ruhig alle Wettbewerbe rein. Leroy Sané. 15 Einwechslungen, 9 Auswechslungen, 8 Tore, 3 Vorlagen bei 31 Einsätzen. Ja. Nehmen wir erstmal die Maschine oder was? Zwölf Tore, 9 Vorlagen, 7 Einwechslungen, 19 Auswechslungen, 2266 Minuten. Haben wir noch Pummelknabri? Der könnte sogar schlechter unterwegs sein, ne? 5 Tore, 4 Vorlagen bei 28 Einsätzen. Also ungefähr das gleiche Niveau. Aber schlechter auf jeden Fall, ne? Und dann haben wir noch King, der trifft das Tor ja auch nie. Aber immerhin 5 Tore und 4 Vorlagen bei 1435 Minuten. So, wegen mir kannst du die alle 3 weghauen. Alle 3. Da kannst du ja selbst noch einen Müller mit reinnehmen, der ja so super schlecht geredet wird. Selbst der hat 5 Tore und 4 Vorlagen diese Saison geholt. Und dem legt man nahe, seine Karriere zu beenden. Warum ich am ehesten noch auf den Leroy verzichten kann, weil Leroy das meiste Geld verdient. Und weil Leroy seit 5 Jahren in unserem Verein ist und seit 5 Jahren einfach keine Konstanz hat. Dasselbe wie Gnabry. 1:1. Das sind beide Spieler, die keine Konstanz haben. Jetzt hat der Leroy wieder ein gutes Spiel gemacht. Jetzt denkst du, ach geil. Ist er jetzt endlich angekommen unter Kompanie? Hat er dann auch nur 2/3 der Saison gedauert? Dann denkst du, ja geil, bestimmt. Und dann spielt der nächste Spiel gegen Stuttgart wieder von Anfang an und zeigt wieder eine Leistung, Alter, wo du denkst, ey, der ist nicht Bundesliga-tauglich, der Mann. Ja? Und dasselbe hast du mit Gnabry. Und deswegen sehe ich einen King da noch am sinnigsten, weil der noch einigermaßen konstant ist. Der trifft zwar das Tor nicht, ja, aber das tut ein Leroy gerade auch nicht, haben wir ja gesehen. Am Ende des Tages kannst du die alle 3 auf eine Stufe stellen. Ja, das ist für mich ein und dasselbe. Die sind alle maßlos überbezahlt. Das ist eine Frechheit. Alle diese 3 Spieler, Alter, sind 55 Millionen grob geschätzt.
55 Millionen Jahresgehalt. Für zusammengerechnet was? Nicht mal 20 Tore? Nicht mal 10 Vorlagen? 50 Millionen Jahresgehalt. Fragen? Keine, oder? Wild. Taiwan, guten Abend. Ja, na klar, sollte Sané den Verein verlassen. Wohin würde er passen? Ist mir völlig wurscht. Und was spricht dagegen? Dagegen spricht, dass Kimmich immer spielt. Sportlich spricht da gerade gar nichts gegen. Spielt eine gute Saison. Dagegen spricht sein Alter. 30. Keine Ahnung, muss ich den jetzt nochmal 4 Jahre an uns binden? Also ich persönlich, sag's euch wie es ist, ich würde es fühlen, wenn Kimmich den Verein verlässt. Nicht, weil er sportlich schlecht ist. Ist er nicht. Spielt gerade eine richtig gute Saison, meiner Meinung nach. Aber ich kann es einfach nicht mehr sehen, Alter. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Wir haben 4, 5 zentrale Spieler und einer spielt immer. Einfach immer. Egal gegen wen, egal wo, egal was, er spielt einfach immer. Es sei denn, der König sagt selber, oh, ich setze mich jetzt mal auf den Boden, ich bin jetzt angeschlagen und gehe raus. Ansonsten spielt der immer. Ja, und das, obwohl du 4 Spieler für diese Position hast. Er spielt immer. Und das kotzt mich an. Seit Jahren. Seit Jahren. Wir können gerne argumentieren, diese Saison haben wir jetzt nicht so viele Leistungen gehabt, wo man gesagt hat, ja, kannst Kimmich mal rausnehmen. Ja, alles richtig. Trotzdem hättest du auch mal sagen können, keine Ahnung, Holstein Kiel, St. Pauli, Blasewitz, komm Junge, geh mal auf die Bank, gönn dir mal eine Pause. Nein, passiert nicht. Der spielt einfach immer. Ja, und wenn ich dann gerade sehe, dass Kimmich gerade wieder, nicht böse gemeint, er macht das gut, ja, gerade der Spielgestalter vorm Herrn ist und wenn Pavlo dann auf dem Feld steht, ein Pavlo nichts anderes machen kann, außer sich eher defensiv zu orientieren und nur den Querpass Toni geben kann, dann ist das auch super schade, wenn man dann gesehen hat, Halbzeit 1 und Halbzeit 2 gegen Frankfurt. Ja. Kimmich dem musst du manchmal einfach mal wieder ein bisschen einnorden. Ja. Weil am Anfang der Saison war das super, das Zusammenspiel mit Pavlo und Kimmich. Da war Pavlo der Spielgestalter. Kimmich war trotzdem auch mal vorne, hin und her, hat sich aber sonst ein bisschen mehr zurückgehalten. Ja. Und gerade ist wieder so, Kimmich macht alles, Alter. Alles. Und Pavlo darf gar nichts. Und deswegen kann er wegen mir gerne gehen. Das ist auch nicht böse gemeint, ich bin ihm auch dankbar, wie gut er spielt und alles. Aber wir würden einfach mal was Neues in der Zentrale sehen. Leute, wir haben Tom Bischof verpflichtet, überragendes Talent. Was willst du mit dem? Was willst du mit diesem Spieler, wenn du Kimmich verlängerst? Was willst du mit dem? So, der sitzt ein halbes Jahr auf der Bank und dann wird er genervt den Verein verlassen. Das wird passieren. Ja. Ist doch eine Katastrophe, Alter. Ist eine Katastrophe. Wenn dann mach doch einen Kimmich, du kannst ihn ja gerne behalten, dann mach einen Kimmich klar, Junge, du bist wegen mir der Sechser, ja. Meinetwegen kannst du auch der Rechtsverteidiger sein, ansonsten bist du der Sechser und wir gucken, dass wir einen vernünftigen Achter entwickeln und dann ist doch gut, ja. Und da musst du auch mal akzeptieren, yo, Kimmich, du sitzt auf der Bank. Ja, wenn dann ein starker Gegner kommt, wie der FC Barcelona, der eine Offensive hat, die dich überfahren kann, ja, da muss ein Palhinha spielen, weil er einfach der stärkere Sechser ist. So, und da muss ein König Josh das akzeptieren können. Und das kann er nicht. Ja. Und nochmal, der ist 30, dem brauchst du jetzt nicht einen 4-Jahres-Vertrag geben mit 20 Millionen. Dann sitzen wir in 2 Jahren hier und fangen die gleiche Diskussion an wie bei Müller, bei Neuer oder sonst wen.
Wie gesagt, sportlich gibt es diese Saison nichts zu meckern. Ja? Also spricht nichts dagegen, mit Kimmich zu verlängern. Aber ey, dann sind wieder alle Transfers, die du gerade getätigt hast, die sind wieder komplett hirnlos. Die sind hirnlos. Was willst du mit dem Bischof? Was willst du mit dem? Wo soll der spielen? Kannst du den dann als Linksverteidiger umschulen, so wie den Conny Leimer jetzt schon die ganze Zeit als Rechtsverteidiger hinstellst, obwohl er ein super starker zentraler Spieler ist? Nee, das nimmst du nicht Kimmich und stellst ihn als Rechtsverteidiger hin, der das kann, der das spielt in der Nationalmannschaft? Nee. Dann nimmst du einen, der super schlecht ist als Rechtsverteidiger und stellst den, obwohl er ein zentraler Mittelfeldspieler ist, lieber dahin, anstatt zu sagen, Josh, geh doch auf Rechtsverteidiger und Conny, geh in die Mitte. Ja, da siehst du das Standing und das geht mir auf die Eier, Leute. Ich kann es nicht mehr. Ich gucke mir die Scheiße seit 3 Jahren an. Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe, es geht in meinen Kopf nicht rein. Es geht in meinen Schädel nicht rein. Selbst Tuchel letztes Jahr. Ja, der Kimmich ist kein Sechser. Ja, aber wo spielt der Kimmich? Die ganze Saison unterm Tuchel? Junge, verstehe ich nicht. Geht in meinen Kopf nicht rein, sowas. Ja, ist richtig, Blondie. Ja. Sehe ich genau. Also, es hat keiner einen Grund zu sagen, ich gehe jetzt vom FC Bayern weg. Koman spielt, Sani spielt, Gnabry spielt, Kimmich spielt sowieso, Goretzka spielt. So, wie sollen die Spieler auf die Idee kommen, ich wechsle den Verein? Ja? Warum auch? Glaubst du, dass Matistel jemals zum FC Bayern zurückkehrt? Ich glaube nicht, ne? Beep, 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 beep. Ich denke einfach, auch da ist das Thema diese Saison gewesen. Ist natürlich nur Geschwafel. Aber man hat sich so hingestellt, so, Matistel ist unser Gesicht des FC Bayern die kommenden Jahre. Wie so viele Spieler übrigens, ja. Musiala, Davis, Kimmich, hast du nicht gesehen. Der wird, den ziehen wir durch und ja, was hat man da mit dem Jungen gemacht? Ja. Hat den 6 Kurzeinsätze gegeben, wo auch wirklich schlecht war. Das steht außer Frage. Auf der linken Seite oder auf der rechten Seite. Ja, dann fühlst du dich als junger Spieler halt einfach auch verarscht, oder? Dem werden mit Sicherheit andere Sachen gesagt worden sein. So. Und das war ein Spieler, der die ganze Zeit gesagt hat, nee, ich möchte nicht weg, ich möchte unbedingt für den FC Bayern spielen, das ist mein Lieblingsverein, ich will mich hier durchsetzen. Ja. Und wenn du dann schon so einen Spieler vergraulst, der diese Einstellung hat, ja, sorry. So. Wie soll das da mit anderen Spielern klappen? Katastrophe. Ja, und ich weiß, ich kann mir auch nicht erklären, warum so ein Tom Bishop gesagt hat, jo, ich gehe zum FC Bayern. Es sei denn, man hat ihm kommuniziert, pass mal auf, der Josh ist nicht mehr da, du willst Spielzeit kriegen. Also, wo soll der spielen? Wo soll der spielen? Verstehe ich nicht. Ja, natürlich kann er mit ihm nichts anfangen. Aber was soll er mit dem Palinja anfangen, wenn Kimmich der Sechser ist? Ein Palinja ist ja vieles, aber kein Spielgestalter. Selbst ein Goretzka ist doch schon total Ausfall als Spielgestalter. So, dann müsste Kimmich halt den Achter spielen, dann kannst du den Palinja bringen als Sechser. Aber das kriegt der Josh ja auch nicht hin, weil Josh ja überall ist, was in die Mitte angeht. Kannst du vergessen halt. Ja, na klar muss der FC Bayern Florian Wirtz verpflichten, wenn er das kann. Ohne Wenn und Aber. Florian Wirtz ist einfach 3 Schritte weiter, wie es Musiala ist. Auf Sofascore kannst du noch die genauen Werte einsehen. Was das mit? Nee, möchte ich nicht. Aber danke für den Hinweis. Muss ich mir mal aufschreiben, muss ich mir mal angucken, die Seite. Sofascore. Ja, aktuell gibt es sportlich nichts zu meckern an Josh. Gar nichts. Also ich habe diese Saison, ich glaube, 1 oder 2 schlechte Spiele von Josh gesehen.
Okay. 1 mit einer 4,5, 1 mit einer 5, 3 mit Note 4, sonst immer 2, 1. Ja, also Josh ist schon sehr stabil. Ändert aber natürlich auch nichts an die Sachen, die wir sonst immer kritisieren an Josh, ne? Aber er ist halt einfach kein Effe oder sowas. Wir müssen mal wegkommen, ihn daran zu messen wollen. Das liegt halt einfach daran, dass wir alte Säcke sind. Und denken, wir brauchen so einen. Also ein paar Linien wäre das wahrscheinlich genauso wenig. Ja. Ja, aber du bringst doch jetzt nicht gegen Frankfurt, wenn Kimmich ausfällt, bringst du doch jetzt nicht gegen Frankfurt ein Palinja rein, der seit 3 Tagen wieder im Training ist und seit 5 Wochen aus dieser Mannschaft ist und noch nicht einmal wirklich mal 2 oder 3 Spiele am Stück gemacht hat. Dann bringst du doch natürlich die sichere Variante Leon Goretzka rein. Nochmal, das war Frankfurt. Ja? Und es stand noch nicht 4-0. Also, das wär ja super dumm gewesen, da jetzt ein Palinja reinzuwerfen, wo keinerlei Abstimmung mit dem Pavlovic da ist oder mit der Defensive oder mit sonst was, weil der Junge einfach nie gespielt hat. Also den Move hättest du nicht machen können. Den hättest du vielleicht gegen, was weiß ich, gegen VfL Bochum machen können, ja, mal übertrieben gesagt, aber doch nicht gegen Eintracht Frankfurt, Alter. Wo es halt wichtig ist, dass du defensiv gut stehst und erst recht in der Mitte. Und das standen wir mit Leon. Ja, Leon hat ein gutes Spiel gemacht. Soll ich dir mal sagen, wann Serge Gnabry seine Karriere beendet hat? Serge Gnabry hat seine Karriere beendet, nachdem er die 3 Tore, was war das, gegen Tottenham in der Champions League auswärts mal geschossen hat. Danach hat er seine Karriere beendet. Ja, ist wirklich so, wie du schreibst, Dani. Gehe ich mit. Dann hat er zwischendurch hast du das Gefühl so, dann denkst du so, boah, hat den Gnabry nochmal der Ehrgeiz gepackt. Ja, dann macht er so 2, 3 gute Spiele und dann wieder so 3 Monate nix. Dann denkst du dir auch, alles klar. Katastrophe. Ja, selbst ein Harry Kane hat mehr wie diese 3 zusammen. Da brauchst du noch nicht mal einen Mo Salah in Liverpool rauskramen. Da kannst du in deine eigene Mannschaft gucken. Ja. Nimm Michael. Selbst da wird es schon langsam eng. Katastrophe halt. Ja, wenn man mit Kimmich verlängert man langfristig mit Kimmich. Ja, wahrscheinlich keine 5 Jahre, aber ich gehe schon davon aus, dass es mindestens 3 oder 4 Jahre sein werden. Ja, weil danach brauchen Kimmich auch nirgendwo mehr hingehen. Ja, entweder geht ein Kimmich jetzt nochmal ins Ausland, so, der ist ja 30, dann hat er vielleicht noch 2 gute Jahre, vielleicht 3, je nachdem, aber seine Posi, aber er lebt ja wahrscheinlich gut, ist ja ein vorbildlicher Profi, alles gut. So. Das heißt, er wird Minimum 3, er wird wahrscheinlich 4 Jahre wollen, dann ist er nämlich safe. Dann kann er danach noch überlegen, gehe ich noch 2 Jahre nach den USA oder sowas, lass noch ein bisschen ausklingen. Ja. Aber das heißt dann auch, du hast die nächsten 4 Jahre im Zentrum immer eine Position besetzt. Immer. Immer. Und der besetzt ja nicht eine. Der besetzt ja alle. Der besetzt die 8, die 6 und noch den rechten Verteidiger. Und das die nächsten 4 Jahre. Junge, dann wird es einfach Zeit, dass wir ein anderes System spielen. Ja? Ey, dann schneid das System meinetwegen auf den Kimmich zu. Dann spiel mit Dreierkette und nur einen Zentralen meinetwegen. Oder spiel mit 1 Sechser und 2 Zehnern. Ja? Dann holen wir jetzt dazu. Alles gut. Dann macht den Alleinherrscher Kimmich da in der Zentrale und macht 2 Halbpositionen und 2 Flügelpositionen und einen Stürmer. Ey, aber dann geh weg von diesen 6er, 8er Geschichte und jedes Mal hast du einen Spieler auf dem Feld, der sich nicht entwickeln kann, Alter.
Das haben wir jahrelang unterm Goretzka gesehen, ja. Und dasselbe siehst du jetzt mit dem Pavlo die letzten Spiele. Gefühlt darf der nur quer und nach hinten spielen, wenn Josh auf dem Feld steht. Katastrophe halt. Kann der Josh nichts für, nochmal, ja. Er macht das ja auch gut. So, aber da muss der Trainer sich irgendwann mal entscheiden, Alter. Da muss er mal sagen, Josh, du bist jetzt entweder der Achter oder du bist jetzt der Sechser. Und dann stell ihn den passenden Part an die Seite. Aber nicht, Josh, mach mal alles und der andere steht dumm da rum und weiß nicht, was er machen soll oder was. Junge, wie gesagt, dann stell einen in die Zentrale. Und das soll ich die nächsten 4 Jahre mir angucken, mit einem Josh, der immer älter wird. Ja, Halleluja. Nee, fühle ich nicht. Aber auch nur meine Meinung. Die Kapitändiskussion ist die größte Farce beim FC Bayern. Die größte Farce. Ja. Also mein Stand war immer, der Trainer entscheidet, wer Kapitän ist. So, das war immer so mein Stand. Ja, so bin ich auch aufgewachsen mit Fußball. Beim FC Bayern ist das so, dass Manuel Neuer das entscheidet, wer Kapitän ist. Kannst du keinen erzählen, oder? Kannst du keinen erzählen. Und dann ist ein Spieler, der Kapitän, der A, auf diese Mannschaft geschissen hat, indem er Skifahren geht. Ne? Kennen wir alle. Der B, wenn er aus dem Pokal ausscheidet in Saarbrücken, sich einfach in die Kabine verpisst. Ja? Der C, nicht einmal nach einer Niederlage sich mal an irgendein Mikrofon dahinstellt und mal irgendwas sagt. Oder D, auch nur einmal Tacheles reden würde. Ob bei einer PK, ob bei einem Interview. Der ist immer, erzählt er die ganzen Standardphrasen, die so ein Fußballer von sich gibt. Ja? Ey, der mag ein super Kapitän in der Kabine sein, das weiß ich nicht. Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Auf dem Feld und alles medial drumherum ist der für mich kein Kapitän, Alter. Und dann ist er noch zur Krönung der Spieler, der sich öffentlich, das ist das einzige Mal, dass Manuel Neuer Eier gezeigt hat und Tacheles geredet hat, hat er sich nämlich öffentlich hingestellt und gesagt, Leute, mir wurde hier vom Verein das Herz rausgerissen. Das Herz wurde mir rausgerissen. Weil mein Trauzeuge nicht mehr mein Torwarttrainer ist. Das ist unser Kapitän. Ja, völlige Identifikation mit dem FC Bayern, Alter. Ja. Das ist doch das Traurige. Das ist unser Kapitän. Und der entscheidet selber, wie lange er Kapitän ist. Weil er ist so lange Kapitän, wie er spielt. Weil, keine Ahnung. Vielleicht steht das in seinem Vertrag. Ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht. Das ist wieder so eine ominöse Geschichte, die nur der FC Bayern erklären kann. Das ist dasselbe wie Kimmich spielt immer. Dasselbe ist mit Neuer. Neuer ist immer Kapitän. Auf Lebenszeit. Katastrophe, Alter. Und dann noch in der heutigen Zeit, wo nur noch der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen darf. Ja, also gibt es noch ein Argument, warum Torwart kein Kapitän mehr sein soll. Katastrophe. Ich hätte einen Joschat gerne als Kapitän gesehen diese Saison. Ja. Oder meinetwegen dann nächste Saison. Wenn man mit Josh verlängert und sich da hinstellt und erzählt, ja, der Josh ist das Gesicht des FC Bayern. Wir haben ganz viele Gesichter für die Zukunft. Aber er ist dann auch Kapitän, wenn Manuel Neuer seine Karriere beendet. Ey, das musst du dir mal reintun. Ja? Also der Verein entscheidet, wer bei uns Kapitän ist. Nicht der Trainer, der kommt. Der spielt gar keine Rolle mehr beim Kapitänsamt. Das entscheidet einfach unser Verein. Stellt euch das mal unter Ottmar Hitzfeld vor. Unter Jupp Heynckes. Louis van Gaal. Die kommt zum Verein und sagt, hier, das ist aber dein Kapitän. Ja. Da weißt du, was passiert wäre, Alter. Katastrophe. Lächerlich. Naja, aber so ist es halt. Nee, der Transfer von Battistel war kein Missverständnis. Man hätte einfach mal den Jungen festhalten sollen.
Hab's ja schon 100-mal gesagt. Eigentlich war das perfekte Szenario. Du hast einen Harry Kane, der super erfahren ist, der ein Weltklasse-Stürmer ist. Und dann stell doch einfach einen Mathys Tel neben ihn. Harry Kane ist doch 60% des Spiels ist er mehr auf der 10er-Position und läuft überall auf der 6er-Position rum oder sonst wo. Und dann hättest du immer eine Anspielstation da vorne stehen mit Mathys Tel. Hättest du ihn doch einfach mal in der Mitte aufgestellt. Und hättest ihm doch da mal die 10, 15 Spiele gegeben am Stück. Und dann hättest du doch sagen können, pass mal auf, der hat die Qualität nicht für den FC Bayern, was ich nicht glaube, was letzte Saison schon gezeigt hat. Oder du hättest gesagt, bam, Alter. Wieder das Gesicht des FC Bayern in der Zukunft. Ja, hat man nicht die Eier zugehabt. So ein Ding nämlich. Weil wir müssen ja immer 4-2-3-1 spielen. Ne, das ist ja auch irgendwie. Kam Moses ja runter, hat das in die Steintafeln gemeißelt und seitdem ist das so bei uns. Kannst ja auch nicht dran rütteln. Versteht die Mannschaft ja nicht. Kannst ja, überleg mal, du fängst jetzt an, vorne mit 2 Spitzen zu spielen. Wie willst du das machen? Oder nur mit 1 Zentralen? Das blickt die ganze Mannschaft doch nicht mehr durch. Geht doch nicht. Katastrophe. Die Stimmung ist super, John Jay. Ich bin super optimistisch. Ja. Habe ich ja schon zum Video gesagt. Also ich würde sagen, wenn wir darauf aufbauen, gegen Stuttgart, wenn wir dann eine ähnliche Leistung oder vielleicht nochmal einen Tacken mehr bringen, dann kannst du mit breiter Brust gegen Leverkusen gehen. Ja, da geht schon was. Ist schon ewig her. Ja, ist auch das letzte gute Spiel, was ich von Serge gesehen habe. Mit den 3 Toren. Josh, also ich will das Kapitän zutrauen. Manuel, nein, Josh, ich denke nicht. Ja. Ja, keine Ahnung. Es ist halt, die Frage ist, wie das Kapitänsamt in der Mannschaft gesehen wird. Ja. Es gibt natürlich Mannschaften, wo das keine Rolle spielt. Da kannst du auch den Torwart die Binde tragen. Dann ist jemand anders auf dem Feld, dem das egal ist, der geheime Kapitän ist. Aber beim FC Bayern ist das immer so ein Stellenwert. Ja, war es schon immer. So. Und ich meine, Kimmich hat schon immer die ganze Zeit darunter zu leiden, dass immer Müller und Neuer da sind, die immer über ihn stehen, führungsspielertechnisch. Und da wäre es halt einfach das richtige Zeichen gewesen, zu sagen, hier, Josh, jetzt hast du die Binde und jetzt zeig mal. Ja? Vielleicht hätte er dann nochmal den Stepper gemacht und wäre dann auch mal dieser Führungsspieler, der gerne sein möchte. Oder halt nicht. Ja, aber auch das macht man halt nicht. Ja. Brauchst den Josh mit 32 nicht mehr die Binde geben. Für was? Für dann eine Saison oder was? Dass er in die Annalen schreiben kann, yo, ich war mal Kapitän beim FC Bayern oder was? Ist doch auch Schwachsinn. Nein, nicht Neuer könnte die Binde abgeben. Da muss der Trainer sagen, hier, das ist mein Führungsspieler, das ist mein Kapitän. Ich verstehe dieses dumme Gelaber nicht von Vereinsseite. Wie kann ich mich denn als Sportvorstand dahinstellen und sagen, ey, es muss doch wirklich im Vertrag stehen beim Neuer, oder? Jetzt mal ernsthaft. Ich kann mich doch sonst nicht als Sportvorstand dahinstellen und sagen, ja, also, wenn der Manuel irgendwann seine Karriere beendet beim FC Bayern, dann ist Kimmich der Kapitän. Puh. Ey, ich weiß nicht, gibt es einen anderen Verein auf dieser Welt, wo man das mal gehört hat? Ist das an mir vorbeigegangen? Nochmal, in der Regel ist das so, ey, Trainerwechsel, ein neuer Trainer kommt zum Verein. Ja, der guckt sich das 4, 5 Wochen an und sagt dann, du bist mein Kapitän. Oder? Wie soll sich denn was Neues entwickeln? Es ist egal, welcher Trainer kommt. Es steht immer fest beim FC Bayern. Egal, welcher Trainer kommt. Erster Kapitän Neuer, zweiter Thomas Müller. Jetzt mittlerweile Kimmich, der dritte. Ja. Dann jetzt wahrscheinlich Harry Kane. Das ist irgendwie, als wenn da so eine Rangliste hängt. Und das ist so. Egal, wer kommt. Das hat auch keiner zu verändern.
Katastrophe, Alter. So. Wie soll denn dann ein Trainer überhaupt sagen können, oh, nee, ach, der Manuel Neuer ist ja Kapitän. Eigentlich finde ich die Leistung scheiße. Ich würde eigentlich jemand anderen reinstellen, aber ist ja vom Verein vorgegeben. Den kann ich ja jetzt gar nicht. Puh. Weiß ich nicht. Alles ganz komisch bei uns. Ganz wild. Sogar 4 waren es, ist ja, irgendwie wusste ich, da hat der Serge mal einen guten Tag gehabt, ey. Jubiläumstrikot vom FC Bayern finde ich mega. Gefällt mir gut. Ja, na klar sollte das der Trainer entscheiden. Aber vielleicht ist das auch einfach auch die Zeit heutzutage. Ich weiß nicht, vielleicht ist das mittlerweile im Fußball so, dass die Mannschaft das entscheidet. Wo ich mir noch nicht mal sicher wäre, ob Manuel Neuer Kapitän wäre, wenn die Mannschaft das entscheiden würde. Also von daher, keine Ahnung. Weiß nicht, wer das bei uns entscheidet. Anscheinend der Sportdirektor oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr dubios. Aber wenn es schön macht, ne? Haben wir wenigstens was zu diskutieren, sonst hätten wir ja gar nichts zu diskutieren. Man muss Max Eber fragen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ach ja. Dit. Keine Ahnung. Ich kann da keine Prognose geben. Das ist bei uns im Verein ist alles so wild. Da blickt keiner mehr durch. Wenn man aber angeblich die Bezüge verringern will, was Kaderkosten anbelangt, dann kannst du ja mit dem Sané eigentlich nicht verlängern. Weil das wären ja 20 Millionen, die frei werden würden. Und die brauchst du ja, weil du ja mit Musiala und Davies Verlängerung auf jeden Fall gerade mehr hast in dieser Mannschaft. Aber keine Ahnung. Ich blick da nicht durch. Ist für mich nicht mehr nachvollziehbar, was da teilweise entschieden wird. Ja, wegen mir kann Opa sehr gerne vor Vertragsverlängerung stehen. Weil Vidovic kein Stürmer ist. Deswegen spielt er nicht für Kane. Der am nächsten kommt, ist Thomas Müller halt. Hat es jetzt auch nicht so schlecht gemacht, aber halt auch nicht richtig gut, weil er halt auch kein richtiger Stürmer ist. Wir haben halt keinen richtigen Stürmer in dieser Mannschaft. Aber wie wir gesehen haben, brauchte man es ja auch nicht. Wir haben ja trotzdem 4 Tore gemacht. Also ist doch alles gut. Auswärts habe ich nur angefragt. Ich kann nicht unter der Woche nach München fahren. Ich habe keinen Job, wo ich sagen kann, ich bin jetzt mal 2 Tage weg. Deswegen habe ich nur auswärts angefragt. Ja, natürlich wird der gehandelt. Werden alle bei uns gehandelt, weil wir ja so viel Geld haben und gerne Spieler verpflichten, die so, weiß ich nicht, mindestens 25 Millionen Gehalt fordern. Und wahrscheinlich, ich denke, unter 30 bis 50 Millionen Handgeld wird da auch nichts gehen, wenn du uns Salah verpflichten willst.
Ja, klar ist er ablösefrei. Ja, genau aus dem Grund ist er ablösefrei. Damit er sich ein fettes Handgeld reinschreiben kann. Keiner verlässt den FC Bayern. Kein Spieler verlässt den FC Bayern. Eric Dyer wahrscheinlich, weil er nicht verlängert wird. Ja, der wird den FC Bayern verlassen, sonst niemand. Vielleicht Leroy Sané, wenn wir Glück haben, das war's. Alle anderen haben Verträge und da wird keiner den FC Bayern verlassen. Ihr müsst das doch immer mal so sehen. Wer soll denn jetzt kommen? Wir haben uns die Zahlen gerade angeguckt. Was hat Serge? 4 Tore. Kingsley hat 4 Tore. In 25 Spielen? 30 Spielen? Welcher Verein soll denn da jetzt kommen und soll sagen, boah, ey, das ist der Flügelknaller, den ich mir vorstelle bei uns. Und ja, die 18, 19 Millionen Gehalt, die er haben will, bah, ziehe ich mir richtig gerne rein. Welcher Verein auf dieser Welt soll das machen? Ja, Idi aus Saudi-Arabien. Ja, und das war's. Sonst keiner. Niemand. Einfach niemand. Die Spieler bringen doch gar nicht die Leistung dafür, dass sie interessant wären. Ein Leroy Sané ist ein auslaufender Vertrag. Hat irgendjemand, ich bin nicht bei Social Media, also vielleicht hat ja irgendjemand irgendwo ein Gerücht gehört, dass ein Leroy mit irgendeinem Verein auch nur annähernd in Verhandlungen steht. Aufgrund welcher Leistung soll das passieren? Es gibt vielleicht 10 Vereine auf dieser Welt, die sich diese Spieler leisten könnten, vom Gehalt her. Und dann zahlt ein Verein 17, 18, 19 beim Leroy 20 Millionen für 8 Tore und 2 Vorlagen in 31 Einsätzen? Leute, diese Vereine gibt es nicht. Die sind doch nicht doof. Die sehen doch die Leistungen. Ja. Wir reden doch nicht darüber, dass die Spieler gerade gut performen. Und dann gucken die Vereine nochmal ein Jahr zurück und dann wird es ja ganz dunkel. So, es gibt keinen Markt für diese Spieler. Das ist auch das Problem bei Leon Goretzka. Auch da gibt es keinen Markt. Es gibt mit Sicherheit viele Vereine, die sagen, oh ja, Leon wird gut reinpassen, aber doch nicht für das Gehalt, was er bezieht. Die zahlen den Leon vielleicht 10 Mille, dann ist der Sack zu. Ja, wir zahlen den 17. Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Es gibt keinen Verein. Da brauchen wir doch nicht darüber reden, wer den FC Bayern verlässt. Habt ihr doch gesehen im Sommer. Es gab nicht eine Anfrage. Nicht eine. Nur für Kingsley aus Saudi-Arabien. Das war alles. Das wird im nächsten Sommer nicht anders sein. Von daher wirst du diese Spieler nicht los. Du musst die Verträge auslaufen lassen und gut. Coman könnte noch am ehesten verlassen, ja. Weil Coman hat ja auch noch so ein Grundlevel, was er hat. Ja? Das hat ja Leroy nicht. Das hat ein Serge nicht. Die haben 2, 3 gute Spiele, wenn wir Glück haben, am Stück. Und dann sind die wieder 10 Spiele nicht zu sehen. Ja? Das ist doch das Problem. Katastrophe halt. FCB Insider, jo. Ja. Genau, ja. So ist es dann nicht. Ja. Hast doch gesehen, an Leon waren noch viele italienische Mannschaften dran. Ja. So, die hätten ihm aber 10 Millionen gezahlt und dann wäre der Sack zu gewesen. Die können gar nicht mehr zahlen. Ja. Und wenn ihr euch mal die europäischen Spitzenmannschaften anguckt, haben wir letztens irgendwann mal gemacht, vor ein paar Monaten. Wir sind der einzige Verein, der so viele Spieler mit so hohen Gehältern hat. Die meisten Top-Vereine, auch Real Madrid, wie sie alle heißen, haben 3, maximal 4 Spieler, die hohe Gehälter haben. Alles andere ist da unter 15 Mille. Ja? Wir sind der einzige Verein, der 5, 6, 7 Spieler hat, sind jetzt 2 mehr geworden, die in diesen hohen Regionen von über 15 Millionen Gehalt sind. Ja, das glaubt man gar nicht. Man denkt immer, ja, Real Madrid oder so, die halbe Mannschaft verdient so viel. Nee, tut sie nicht. Ja, selbst Manchester City nicht, Liverpool schon gar nicht. Ja?
Wir sind der einzige Verein in Europa, der so viele Spieler hat, die so viel verdienen. Und das ist ein Riesenproblem. Ja. Und wo soll der Markt sein für die Spieler? Und warum sollte ein Gnabry sagen jetzt, ja, alles gut. Leute, ihr habt recht. Ich gehe jetzt, keine Ahnung, ich gehe wieder nach England, da kriege ich 10 Millionen, verzichte hier auf 7. Würdet ihr doch auch nicht machen, würde ich doch auch nicht machen. Wenn ich mich doch wohlfühle, wo ich gerade bin und kriege da fast das Doppelte, wie ich woanders kriegen soll, machst du doch nicht, Alter. Warum auch? Kann man ihnen auch noch niemals vorwerfen. Wie gesagt, da müsste der Verein halt sagen, hier, so, wir planen nicht mehr mit dir, aber wahrscheinlich selbst dann wird ein Gnabry sagen, jo, kein Thema für mich. Spielt er eh nicht so oft. Ja, da musst du den ganzen Verein mit reinnehmen, ne? Nicht nur Brazzo. Da ist der ganze Verein dran schuld. Und auch an den Vertragsverlängerungen jetzt halt. Für einen Durchschnittsspieler wie Fonzie Davies da in diese Gehaltsregion wieder vorzustoßen, ist halt lächerlich. Und dann kannst du auch nicht zu einem Kimmich sagen, komm mal, Josh, du kriegst jetzt nur noch 15 Millionen. Dann sagt der Josh auch, hast du einen Gehirnfurz oder was? Hast du Frostbrand im Kopf? Ja? Lächerlich. Ja, wenn Arsenal wirklich Interesse an Sané gehabt hätte, oder jetzt hätte, warum sind sie da nicht in Gesprächen? Ist doch ablösefrei. Der Medien steht immer viel, ne? Ja, natürlich hätte der FC Bayern gerne 2 neue Flügelspieler. Dafür müsste er aber erstmal 3 alte loswerden. Und das ist ja das Problem, das wird ja nicht passieren. Das war ja schon im Sommer so. Doué war doch schon in München so gut wie sicher. Bis Uli gesagt hat, meh. Meh. Ja, ich sag ja, die Gehälter bei uns sind halt aus der Bahn, ne? Natürlich sind wir da selber dran schuld. Man hat halt gepokert, indem man die Spieler für das Geld verlängert hat. Wir haben uns da ja auch mal einen Bericht zu durchgelesen, ist ja auch alles gut und schön. Hast dir dann halt die Ablöse gespart für einen neuen Spieler und so weiter. Man hat halt gepokert und man ist auf die Fresse gefallen, weil die Spieler nicht performen. Ja, das ist so das Problem an der ganzen Sache. So, wenn die Spieler performen würden, dann wäre ja alles gut, aber das tun sie halt nicht. Wenn Fonzie sich jetzt noch weiterentwickelt und noch 2, 3 Schritte macht und die nächsten 5 Jahre performt, dann hast du mit dem Fonzie alles richtig gemacht. So. Wenn Fonzie aber wieder in diese Leistungsschiene zurückfällt, wo er letzte Saison war, dann hast du wieder ein Riesenproblem. Weil dann will jeder Durchschnittsspieler in diesem Kader halt auch dieses Geld haben, was ein Fonzie Davies verdient. Ja. Und das ist halt das Problem, was wir halt damals auch hatten. Du kannst das ja immer verargumentieren. Du kannst ja verargumentieren, ey, Leute, das ist Jamal Musiala, ihr wisst selber, er ist ein außergewöhnlicher Fußballer, der verdient das. So, ja. Wenn Musiala aber auch nur noch Durchschnittsleistung bringen würde, dann kannst du es nicht mehr verargumentieren. Ne? Und das Problem hast du dir mit Fonzie wieder geschaffen, weil Fonzie dafür anfällig ist. So, dann hast du wieder einen Durchschnittsspieler, der 15 Mille verdient. Ja. Und dann guck mal, was so ein Michael sagt, wenn er verlängern will. Oder ein Pavlo. Oder wer auch immer. Ja. Kannst du mal gucken, was sie dann haben wollen. Wenn die sehen, oh, da dümpelt einer rum, der Durchschnitt spielt und der bekommt 15 Mille. Ja, fragt euch mal. Top 1 in Europa, was Gehälter angeht. Ja. Sollten wir jetzt mit den Vertragsverlängerungen sind wir wahrscheinlich wieder Platz 1. Ja, ich glaube, wir waren jetzt nur noch Dritter. Aber selbst das, wenn wir mal die ganzen Vereine nehmen, wie Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, Liverpool oder wir reden immer, England zahlt so hohe Gehälter, weil die so eine TV-Einnahmen haben. Nee, der FC Bayern. Ja. Und bei uns ist kein saudischer Staat dahinter. Aber wahrscheinlich müssen wir deswegen dann auch so fragwürdige Sponsoren wie Visit Rwanda nehmen, Alter. So ist das halt bei uns. Ich hätte ihn auch gerne als Linksverteidiger gesehen, ja.
So eine Quelle ist. Musst du mal googeln, John Jay. Du kannst ja aber ansonsten einfach auch Google mal, da wir eine AG sind, findest du auf jeden Fall, bei der Jahreshauptversammlung werden ja immer die Zahlen vorgestellt. Da hast du halt Personalkosten stehen, da sind dann halt noch die anderen üblichen Angestellten mit bei, aber da kannst du ganz genau nachgucken, wie viel Personalkosten wir letztes Jahr hatten zum Beispiel. Das muss offengelegt sein. Ja. Musst du mal googeln, da findest du bestimmt einen Wert. Ob diese anderen Werte mit den Vergleichen zu den anderen Mannschaften immer so stimmen, weiß ich nicht. Kannst du natürlich darüber diskutieren. Aber sobald das eine AG ist, müssen halt die Kosten offengelegt sein. Und bei der Jahreshauptversammlung kriegst du die Zahlen immer gezeigt beim FC Bayern. Wie gesagt, rechne da, was weiß ich. Weiß nicht, rechne vielleicht 2, 3 Millionen ab oder was. Wenn überhaupt so. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal so viel für die paar Angestellten. Ne? Platz 2, ja, dann sind wir jetzt wieder auf Platz 1. Kannst keinen Link posten, Olli, oder was? Ich kann ja auch mal eben googeln. UEFA. Club. Bup, 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 bup. Ja, wir hatten das letzte Mal auf einer Seite gesehen gehabt, ne? Bip, bip, bip. Ja, FCB Insight würde ich als Quelle zulassen, ne? Ganz sicher. Ja gut, das ist nur sport.de, das ist nicht direkt von der UEFA. Keine Ahnung, ich habe da jetzt keinen Link gerade parat. Wenn einer einen Link von euch hat, kann er den im Discord posten, dann haue ich den hier in den Channel rein. Ja, wir sind auf jeden Fall unter den Top 3 gewesen. Aber es ist auch nicht verwunderlich bei, wie gesagt, wir haben halt ganz viele Durchschnittsspieler, die zu viel Geld verdienen. Aber ansonsten kannst du doch einfach, wenn du keinen Vergleich haben willst, sondern nur die Jahreszahlen von Bayern, warte mal. Bayern, München. Müsste ja Geschäftsbilanz oder sowas sein. Nee, der wird nicht angezeigt. Du kannst keine Links posten. Ah, das sind nur grobe Zahlen. Aber ist schon krass, dass wir über 1 Milliarde Umsatz haben, ne? Das ist auch schon wild. Ein Report der UEFA aus dem Frühjahr 2024 hatte gezeigt, dass Bayern zu diesem Zeitpunkt mit 308 Millionen. Es geht ja noch. Beep, 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 beep.
Was heißt woanders? Per WhatsApp oder was? Hab ich doch nicht auf dem Rechner. Ja, die Frage ist halt, wie vertrauensvoll der Bums ist, ne? Ja, aber wie gesagt, die greifen ja auch alle keine Zahlen einfach aus dem Himmel, ne? Auch wenn da vielleicht mal 10, 20 Millionen Abweichungen drin sind oder was. Manuel Neuer 21 Millionen Jahresgehalt, Alter. Ich könnte kotzen, Alter. Thomas Müller 20,5. Lieber Sané 20. Kimmich 19,5. Gnabry 18,87. Leon 18. Kingsley Coman 17. Musiala von 5 auf 25. Bam! Jackpot! 3 rote Kronen. Wisst ihr Bescheid, ey. Da, ich guck nicht, ich reg mich nur auf. Wir gucken keine Zahlen. Junge, Junge. Männer sind nicht taskingfähig. Ich bin taskingfähig. Beim Raid in Herr der Ringe Online, Alter. Mache ich 3 Sachen gleichzeitig. Ja, alles gut. Ist ja auch alles fein. Wir können es ja gerne rund machen und wir sagen auf jeden Fall, wir sind unter den Top 5 in Europa, da sind wir halt. Und wenn ihr dann bedenkt, dass es Mannschaften wie Manchester City und Paris gibt und so weiter, dann ist das schon wild, ne? Ganz einfache Kiste. Gut, wir haben noch 17 Minuten. Ihr habt alle Themen durch soweit, oder? Oder hat noch einer ein Thema? Dann haut's gerne raus. Bam. Mein Tipp ist 1-3 für uns. Ja, ach, David, habe ich schon genug zu gesagt zu den Pressekonferenzen. Ne? da habe ich schon genug zu gesagt. Oh, ich muss den Chat wegmachen. So, ich prüfe jetzt euer Wissen hier ab.